Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Das letzte Video war der Knaller. Vielen Dank für die ganzen Aufrufe, für die ganzen Kommentare, für die ganzen Gefällt mir und Abonnenten. Ihr habt sowas von Glück geschaut. Wer mich noch nicht kennt, herzlich willkommen an alle Neuen auf dem Kanal in meiner Community. Ich mache alles Mögliche, nicht nur Fotografie, nicht nur Technik, Videografie, ich mache einfach das, auf was ich Bock habe. Deswegen ganz unterschiedlichen Content und mich freut es brutal, dass ihr mit dabei seid. Und genauso ist es jetzt ergangen mit dem Drohnengrafer. Spontan sind wir nach Regensburg raufgefahren. Drohnengrafer, jeder, der sich ein bisschen mit Drohnen beschäftigt, ist bestimmt schon mal über seinen Kanal gestolpert. Und wir haben uns gesagt, spontan, Markus, fahre ich schnell nach Regensburg. 2,5 Stunden, 3 Stunden gefahren, Regensburg, abends, Walhalla. Auf der Walhalla ist es ziemlich zugegangen, aber der Jörg hat einen super Tipp noch gehabt, der ist eine Ruine in Donaustauf und da sind wir rummarschiert. Eigentlich wollten wir Drohnen fliegen, aber wir haben eigentlich irgendwie mehr die Insta X5 ausprobiert und das war total witzig. Also nehme ich jetzt da auf das kleine Treffen mal mit. Hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Schaut mal, der Jörg, der Drohnengrafer. Ja, servus, schaut mal, da ist der Markus, Bavarian Skypixels. Stellt euch vor, wir haben uns heute getroffen und zwar vor der Walhalla, wunderschön, der Jörg sagt mir das alles und testet gerade seine Insta X5. Ja, genau. X5. Schaut total witzig aus, wie er da rumhupft mit seinem langen Stab. Ich bin total gespannt auf seine Aufnahmen, ob das was wert. Und ja, also vielen Dank für die Einladung. Bitte, gerne. Also, wir machen einfach mal weiter. Das ist der Funksignal. Bauen. Nach 2 Minuten haben wir schon gewusst, die Chemie passt. Wir haben uns auf einen coolen Abend auf der Walhalla gefreut. Also anscheinend ist es recht beliebt bei den Regensburger und so näher der Sonnenuntergang kommt, ist desto mehr Leute, sondern er auftaucht. Aber mir ist brutal aufgefallen, ich würde ungefähr sagen, die Hälfte davon war arabisch und die andere Hälfte hat sich eher so nach russisch oder ukrainisch angehört. Es ist dann ziemlich voll geworden und dann ziemlich laut. Und eigentlich war der Sonnenuntergang da auf der Walhalla nicht mehr so schön zum Genießen. Und dann haben wir auch noch was richtig Blöds entdeckt. Brutal. Brezenverbot. So, jetzt schaut euch mal den Scheißtrikot. Schaut euch den Scheißtrikot. Walhalla, super. Das ist alles verboten. Abstürzen ist nicht verboten. Hat der Jörg ist da drauf gekommen. Also, fotografieren ist verboten, Hunde, Drohnen und Brezen. Brezen sind auch verboten. Abstürzen ist nicht verboten. Ohne Fliegen verboten. Ja. Katastrophe hier. Also nach dem Brezenschreck sind wir durch die Walhalla oder außen um die Walhalla rumgelaufen. Die Walhalla ist schon wirklich beeindruckend, wenn man da die langen Säulengänge anschaut. Kommt schon ein bisschen so griechischer Tempel, so ein Flair auf. Also es ist wirklich interessant mal zum Anschauen. Der Drohnengrafer haben wir die X5-Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Ich habe die ein bisschen von der Sicht bearbeitet, ansonsten sind die komplett out of the cam. Gefällt mir, kommt auch wirklich klasse rüber. Und sogar bei den Toiletten darf er weder filmen noch fotografieren, also gerade bei, ich finde das eine Frechheit, gell? Der Jörg ist draufgekommen. In den Toiletten, das ist ja noch schlimmer. Oder schöner. In den oder Toiletten, genau. Keine Ahnung. Genau. Ja, so ist immer nur Blödsinn im Kopf. Also Fotowalks arten immer aus im Blödsinn, aber genau das ist das Lustige. Ich habe dann da am Telefon rumgeschafteln müssen, weil das hat natürlich super wichtig ausgeschaut. Aber ja, manchmal hast du einfach ein Pech, dass du einen wichtigen Anruf kriegst.
So, und ihr kennt ja meine Videos und da gibt es ja immer ein bisschen Bildungspaket. Und zwar, wenn ihr fragt, was die Valhalla eigentlich ist, wenn ihr damit gar nichts anfangen könnt. Bevor ihr so ewig googelt, erzähle ich euch ganz kurz, warum die da steht, seit wann die da steht und was die eigentlich symbolisieren soll. Achtung, jetzt kommt Bildung. Jetzt stellt euch vor, ihr seid König der Ludwig, der Erste von Bayern im 19. Jahrhundert. Das ist der da. Ihr habt zu viel Geld und zu viel Zeit und eine kleine Obsession mit der Antike. Was macht man da? Richtig. Man baut sich einen riesigen Tempel im griechischen Stil mitten in Bayern. Und zwar oberhalb der Donau bei Ringsburg. Willkommen in der Valhalla. Der Bau begann 1830 und war 12 Jahre später fertig. Und zwar 1842. Das Ding ist wirklich nicht klar. Rund 125 Meter lang, 55 Meter breit und 20 Meter hoch. Quasi wie so ein antikes Fitnessstudio für überdimensionale Helden. Und das alles nur, weil der Ludwig ein bisschen Hall of Fame für Deutsche spielen konnte. Eine Art steingewordenes Wikipedia, aber ohne Internet und mit deutlich mehr Treppen. Und warum hat er das Ding gebaut? Die Idee war, alle großen Deutschen sollten dort verewigt werden. Bedeutende Dichter, Denker, Krieger, Wissenschaftler, jeder, der Ludwig wichtig erschien, bekam eine Büste oder Gedenktafel. Der Tempel selber symbolisiert also die Ruhmeshalle der Deutschen. Heute will man sagen, eine Mischung von Bravo Starschnitt und Madame Tussauds, nur ohne Popstars und Wachs. Und jedes Mal, wenn ein neuer großer Deutscher aufgenommen worden ist, gab es eine riesige feierliche Zeremonie. Müsst ihr euch das vorstellen, so eine Art Oscar-Verleihung im Tempellook. Besonders interessant ist auch, dass einige Helden in der Valhalla heute eher fragwürdig sind und andere mussten wiederum nachträglich erst wieder entdeckt werden. Der König Ludwig I. hatte heute seinen eigenen Geschmack. Was man noch erwähnen muss, was oft durch die Medien geht, ist das besondere heikle Thema mit dem Geländer. Da gibt es immer wieder Abstürze, weil die Valhalla unter Denkmalschutz steht, darf man kein schickes, modernes Geländer anbringen. Das bedeutet, immer wieder stürzen Besucher die steilen Stufen oder den Hang hinunter. Und da geht es teilweise wirklich einige Meter komplett nach unten. Offiziell ist die Valhalla also ein Tempel für die Ewigkeit. Inoffiziell aber ein ziemlich riskanter Abenteuerspielplatz für Schwindelfrei. Man kann fast sagen, wer den Weg in die Valhalla nimmt, landet manchmal schneller im Jenseits als geplant. Also die Valhalla ist ein bisschen wie Bayern selbst. Groß, beeindruckend, leicht größenwahnsinnig und mit einer gewissen Unfallgefahr. Aber mal ganz ehrlich, wo sonst kann man deutsche Geschichte, griechische Architektur und bayerische Baukunst in einem einzigen Tempel bestaunen? So, jetzt sind wir weitergefahren mit dem Jörg als Pilot. Hat sich zwar ein paar Mal verfahren, aber wir haben die Stelle gefunden. Wir sind hier da an der Festung Donaustauf. Wunderbar, da hinten haben wir jetzt einen Sonnenuntergang. Der Jörg am Fotografieren, wie Ehre, der Jonas am Fotografieren. Die Leute alle richtig voll cool, voll entspannt. Viel schöner wie bei der Valhalla. Und ja, sehr schön. Also wirklich eine super schöne alte Festung. Total spannend. Wir genießen das gerade. War heute ziemlich warmer Wind. Jetzt kommt ein bisschen die Kühle. Und der Jörg und der Jonas sind da nonstop am Fotografieren. Wir werden auf alle Fälle so einen Fotowalk nachher machen müssen. Gell, Jörg? Wie bitte? Und nächstes Mal nimmst du gescheit die Kamera mit. Aber natürlich. Der Jörg fotografiert mit dem Handy und was ich gesehen habe, hat er da richtig geile Fotos gemacht. Also die Leute, die immer meckern mit Handy, es ist möglich. Ja. Da ist einiges möglich. Ui, Da ist schon einiges möglich. Ja, die sind schon eigentlich ja. recht nett. Also ich schmeiß mein Nikon jetzt weg. Oder wenn es einen haben will, ich verschenke es und kaufe mir jetzt ein Handy. Richtig. Irgendwie sind es dann immer mehrere Menschen waren, haben wir gesagt, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Der Drohnengrafer kennt eine ganz tolle Ruine, gleich in der Nähe, 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Wenn man den Parkplatz sofort finden wird. Gut, wir haben ungefähr 20 Minuten gebraucht, aber letzten Endes sind wir dann dort angekommen und da war es dann
richtig cool und angenehm. Ich habe mir dann immer einen Spaß gemacht, wenn der Drohnengrafer, der Jörg, mit seiner riesen Antenne oben mit der 360-Grad-Kamera mit der X5 da rumgelaufen ist. Und Leute waren in der Nähe, haben die immer ganz komisch geschaut, was der Jörg da macht. Und ich habe dann immer zum Jörg laut rüber gebrüllt: Hey Jörg, was macht denn hier die nukleare Belastung? Ist recht giftig die Stelle, oder? Was sagt denn das Radar? Ey, ihr glaubt's nicht, wie schnell, dass wir wieder unsere Ruhe gehabt haben. Die Leute haben geschaut und haben sich ganz schnell verpieselt. Also jetzt wird es schon langsam dunkel. Drohnen fliegen, weiß ich nicht, ob wir das so schaffen. Ja, ich habe jetzt die ganzen Drohnen mit eingepackt, aber egal. Da ist überall Naturschutzgebiet, ein bisschen schwierig zum Fliegen. Vielleicht haben wir das mal noch. Und hier werden Jörg auch eingeladen, zu uns mal runterfahren, so Richtung Berge. Bin mir sicher, der hat irgendwann einmal Zeit. Und an der Stelle verabschiede ich mich schon mal und das letzte Wort da an Jörg geben. Und auf alle Fälle vielen Dank, dass wir so spontan kommen haben dürfen. Das war richtig cool, weil das war wirklich eine kurze Entscheidung. Jetzt kriegst du das Mikrofon. So, Dankeschön. Ja, das sind ja hier Schattenspiele heute bei uns. Lichtsetzer oder wie der Kollege da heißt, der wäre heute willkommen gewesen. Thorsten. Thorsten, sagte Markus. Ja, ich freue mich auch, dass der Markus heute hier mich besucht hat und dass wir eine kleine Ausfahrt gemacht haben, einen kleinen Fotowalk und Videoaufnahmen oben an der Walhalla und jetzt hier auf der Burg Donaustauf war schon richtig schön. Und ich sage vielen Dank an den Markus und ja, ich gebe das Mikrofon zurück und wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Markus oder auf dem Drohnengrafer-Kanal. Jonas, Abschiedsworte? Abmoderation? Abschiedsworte. Also ich fand, dass es heute ziemlich cool war. Ich konnte meine Sony mal richtig ausprobieren. Also so richtig mit dem Zoom. Ich habe einen neuen YouTuber kennengelernt. Wir waren heute bei der Walhalla. Das war richtig cool, finde ich. Und die Burg ist auch cool. Und von der Burg aus kann man die Walhalla sehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal oder bei meinem Kanal.